Niki Key fragt da oder sagt, erzähl mir von der Strategie pro Plattform. Niki Key ist auch sehr breit. Es wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich versuche es jetzt kurz zu machen, dass man sich ein bisschen überlegt, dadurch, dass die Plattformen alle ein bisschen andere User haben oder ein bisschen andere Zielgruppen, würde ich dort als erstes einfach empfehlen, soll man mit den Analytics arbeiten, die man hat. Für jede von diesen 3 Plattformen, die man da erwähnt hat, gibt's es heisst damals blablabla for Artists, also Apple Music for Artists, oder bei YouTube sind es auch die YouTube Analytics, dass man dort reingeht in die Analytics, alle 3 von den 3 relevantesten Plattformen und einfach mal zuerst mal analysiert, okay, wo befindet sich überhaupt meine Leute und gibt es Unterschied zwischen diesen 3 Plattformen, weil es ist ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern, Niki Key, weil das bei allen Künstlern und Künstlerinnen ein bisschen anders aussehen kann. Es kann zum Beispiel schon sein, dass in der Schweiz mehr eine einzelne Plattform gelost wird, aber es kann sein, dass bei einem Künstler das völlig anders aussieht, das Verhalten, wie bei anderen. Es kann sein, dass du halt irgendwie voll auf Apple Music abgehst, aber auf Spotify interessiert es keine Sau. Sicke Frisur, San Matthias ist auch da, cool, dass er da noch einschaltet. Und es geht so ein bisschen darum, zuerst mal die Unterschiede herauszufinden bei deinen Konsumenten, also bei deinen persönlichen Konsumenten, die dir zuhören, was da die Unterschiede sind. Und wenn man die entdeckt hat, wenn man die analysiert hat, oder herausgefunden hat, was so ein bisschen der Unterschied ist, kann man entsprechend seine Kommunikationen so abändern. Wenn man zum Beispiel weiss, dass die Leute die Musikvideos nicht interessieren auf YouTube, aus irgendeinem Grund, dann kann es, je nachdem, wie du das interpretierst, kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich schaffe mehr an meinen Musikvideos. Oder du schaffst weniger an deinen Musikvideos und tust vielleicht mehr Zeit investieren in die anderen Plattformen. Das geht auch. Es ist alles ein bisschen Perspektive, Sache von der Perspektive. Im Idealfall schaust du, dass es halt auf allen 3 Plattformen gut läuft. Aber man kann sich ja seine Konsumenten oder die Leute, die einem zuhören, kann man wieso nicht auswählen. Aber es hat mehr dann mit der Kommunikation zu tun, Niki. Das ist jetzt nicht irgendwie vielleicht eine mega hilfreiche Antwort gewesen, aber es ist mega situationsabhängig, das würde ich damit sagen. Für die da noch einschalten, haut gerne eure Fragen rein. Aber vielleicht kann man da auch eine speziellere Folge noch über das machen, Niki, weil ich jetzt den Streaming-Anbieter bewusst oder ein bisschen unbewusst, ich weiss es auch nicht, immer ein bisschen ausgelassen habe, oder ich habe so ein bisschen allgemein über Streaming geredet in vielen von diesen Episoden, und dass halt Streaming etwas Langfristiges ist, wo man halt die ganze Zeit füttern muss. Aber ich habe jetzt nie explizit über Streaming-Plattform-Strategien geredet, und vielleicht kann ich das auch in eine neue Episode mal aufnehmen. Weil das jetzt schon ein bisschen so aus dem FF aus dem Stegreif, gibt's da jetzt nicht irgendwie eine Antwort, wo für alle stimmen wird. Ich würde einfach sagen, versucht abschliessend, weil ich jetzt nicht dich hängen will lassen mit keiner Antwort, keiner konkreten Antwort, Niki. Versucht auf allen 3 Plattformen Konsum zu generieren. Wie ihr den Konsum generiert, ist euch überlassen in der Kommunikation, wie ihr das macht, ob ihr das mit trashigem Content macht, mit edlem Content, was auch immer, mit Musikvideos. Aber der Fehler ist nicht oftmals, ob man überhaupt einen Plan hat, sondern der Fehler ist oftmals bei vielen, wo ich sehe, dass sie einfach nur sich auf eine Plattform konzentrieren. Sprich, ihren Song, den sie rausgeben, oder ihr Album oder das Projekt, tun sie immer nur kommunizieren, gehen sie auf dieser konkreten Plattform hören. Und was ich halt gelernt habe, so im Musikmarketing, ist, dass du Konsumenten nicht zwingen kannst, auf eine Plattform zu gehen oder sie lenken kannst. Konsumenten gehen dort an, wo sie es gerne hören. Und das kann halt heutzutage eben YouTube, Apple Music oder Spotify sein, vor allem die 3 Sachen. Und man muss das ein bisschen lassen, man muss sie ein bisschen machen lassen, aber ihnen einfach so gut es geht informieren und sie kommunizieren und ihnen sagen, deinen Fans, dass es halt auf vielen Plattformen zugänglich ist. Oder auf ihren Lieblingsplattformen. So ein bisschen so. Aber konkretere Strategie gibt's vielleicht mal gerne in einer neuen Episode, Niki.